Goedemorgen, Marius. Ik gruis kunt in Jezus Christus zien noemen. Dat wordt ons durch zijn geloven, oder durch zijn bloed, durch zijn Kriegsgen, hat hij uns kunt, durch den Glauben an Arm, hat er uns kunt raten. Nicht durch das Gesetz, nicht durch die Worte, das hier der Titel sagen in der Bulletin, als das Leben kämpft durch Jesus, nicht durch, Glauben an Jesus, nicht durch das Gesetz. Wir wollen von der Wiedergehen in den Galaterbrief, Galater 3, wir wollen bei der ersten Vers anfangen, aber wenn wir wollen sagen, was die drei Kapitel uns zu sagen haben, wir für ein kleines Getränk kicken, was das zweite Kapitel gesagt hat, in einer Vers, was ich gleich heute haben, in dem zweiten Kapitel, als der 20. Vers, die hier wir fähig sind. Und das ist bei mir eine wichtige Vers, wenn wir daran denken, dass das kommt durch Glauben und nicht durch das Gesetz, nicht durch das, was wir tun, nicht das, was wir können tun, aber durch das, was Jesus getan hat. So, Galater 2, Vers 20 sagt, ich sie mit Christus mitgekriegt, dass sie eigentlich nicht mehr aktuell lebt, dass Christus da in mir lebt. Das Leben, das ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gott sehen, der mir Gott wir in sich selbst für mich handjäft. So, das ist das bei mir noch wichtig, weil das sagt mir, dass es nicht mehr aktuelle Leben, wenn ich Jesus habe euch genommen, ich habe sehen, Jesus an mir, nu lebe ich durch arm. Oder er lebt an mir, so dass ich nicht mehr brauche zu denken, was man ich tun, persönlich, dass ich Gott kann nur kommen, dass ich kann genug gute Dinge tun, dass Gott was gefallen hat und mir was annehmen. So das ist bei mir besonders, als ich mich nach mir bekehrt habe, wird das bei mir noch wichtig, dass ich fahre, wenn ich werde von klein an so abgebracht, ich muss die Dinge alle in der Regel tun, wenn Kleidie, wenn ich spreche, wenn ich komme von der Kirche, was mich behandeln, all die Dinge, die nicht in sich selbst schlecht sind, aber die Dinge muss ich dann tun, nur an Gott kommen. Und das ist fahre, sage ich, dass sie nicht nur mal ich wieder leben, dass Jesus, was durch mich lebt. Das, was mir viel mitbringt, dass ich kann wirklich in meinem Glauben kann ich den nächsten Stopp nehmen, nur kommen zu Gott, wenn ich wüsste, das hat nicht mit mir zu tun, was ich tun kann, oder was ich, wie viel gesagt habe, ich will nur fallen, oder wie viele gute Dinge ich kann tun. Das handelt sich rein alles Jesus, dass er in mir leben, dass ich am Glauben und Arm, hat Gott hat mir gefallen an mir, will ich glauben an ihn sehen, nicht will ich prüfe gute Dinge zu tun, am nur zu fallen. So, du magst in der dritten Kapitel, der erste Vers sagt er, Galater. Oder wenn wir kicken in eine andere Übersetzung, da sagt er, foolish Galatians, foolish Galatians. Das wird direkt übersetzt, dass wir sagen, dumme Galater. Nicht, dass sie wirklich dumme Menschen wären, aber dass sie das nicht begreifen können. Sag ich, Galater. Wo hat ihr so wenig Vernunft? Oder wo kann ihr das nicht mehr begreifen? Wer hat ihnen besäbert, dass ihr nicht nur die Wahrheit horchen? Jün, dass Jesus Christus verjemult worden, dass ihr am Schier am Kreuz sein können. So, als Paulus hier wird, er predigt ernt. Erst nicht, weil er mit Gedenken hat, mir sagt, ich lebe nicht mehr in mir selbst, dass Jesus was in mir leben wird, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Und dann prüft er Gott, hier so Frischwasser zu holen und sagt, wo haben die so wenig Vernunft? Jün, dass er so verjemult worden, dass Jesus Schier können am Kreuz sein. Wer hat ihn besäbert? Wer hat ihn getrickt? Das Wort, was die brauchen, der besäbert als Messes, wenn wer auf das Magic gebraucht so, um ernst in die Ehe zu schmieren, dass sie nicht mal keine Wahrheit sagen. Er sagt, wer hat ihn besäbert? Wer hat ihn bewitcht auf Englisch? Dass sie nicht in der Wahrheit horchen. Dann sagt er, was heute in der Ferien muss, ich weiß nicht, was Paulus das sagt, was seine Wasser hat, bei Jesus in der Krieg, und das heißt einfach nicht, was auf euch gekickt, und er weiß das nicht. Wir wollten, dass Paulus das von ungefähr 5, 6 Jahre jünger vielleicht, als was Jesus wird. So, da können sie nicht erst gewusst, dass er alle Artikel sein hat, aber er sagt hier, dass er so verjemult worden, dass ihr das schier selbst sein sein, dass der Galater, der wir weit auf, der wir nicht verschönigt bei das gewusst, weil er wird so verjemult worden, dass er das schier könnte sein. Wer dann besäbert hat, dass sie nicht in der Wahrheit horchen. Wenn wir mir daran denken, dann, was hier passieren wird, als Jesus gekriegt wird,
Wie man nicht, wir wollten, was all die Prophezeiungen sein, die wer Jesus werden, was wir dann und was wir erfahren mit das, was gekriegt sich war. So Paulus hat hier alles keine Top gebracht in ein kleines Package, wo man kann sagen, hier ist, wer Jesus wird, hier ist, von wo der Sturm da, hier sind die Prophezeiungen, was hier alle von am Reden, was wir erfahren, damit das wir gekriegt sich waren. So hat das Bild hier ganz klar festgehalten, wenn wir salzen steht hier, wenn wir ein bisschen anluten, dann so verhält einer der Geschichten übergelesen hat, einer kann nicht mehr Salz sein, weil Jesus, wo sie in Hand verspart, wo sie in Hand verschlägt, wo sie am Hand die Dornenkrone am Kopf gelegt und wo sie am Hand die verlängerte Goss gelegt hat, dass sie in einer Kriegsmisstrauung. Und dann ist später Golgatha wieder, dass den Krieg tun und lachen da, und er hängt da mit den Nägeln, der gefeit und hängt, und der sein, das dort gehangen hat, hat den sie eine lange Messkrieg, hat sehr schwach gelaufen, und hat den langen Messkrieg gekloppt. Bloß mit, dass der an seine eine Wäche, an seine Arms hängt, so eine Wache, wo der hängt, und dass wir nach einer Sache, wo sie torturing, da wir von der Blumen, wo sie das hatten, gemerkt, dass das soll den Wache schwer sein, Luft zu holen, Marach. So hier hängt Jesus in der Blut, das quer hat, in der Hand sind sie verschlagen, und dann hat alle Wehen, haben sie abgekillt und so weiter, dass der wirklich am Krieg uitbladen hat von alles, was das getan, und dann schließlich, aber der Engel sagt, nu ist alles fertig. So, das ist das Bild. Ich glaube, wir alle ein bisschen, ich sehe ein bisschen so, wenn ich eine Geschichte lese, ich kann das Bild am Messer in meinem Kopf sagen. Für mich, der dreht das Messer da ist, wenn einer das selbst sagen darf. Und bis das sagt Paulus, ja, ich habe das so fair gemalt, ja, das hier könnte sein, weil Jesus gekriegt sich wird. Und du ihn fragst, hey, wer hat ihn bisher, dass ich nie von der Wahrheit weichgekommen? In Johannes 19, Vers 28, da startet Jesus sagt, nur Herr, und als Jesus weiß, dass nu alles geworden wird, dass es heute an Krieg hängt, und du mit der Schrift erfüllt wird, so als geschrieben stand, sehr er mir darst. Du stehst ein Gefäß mit Wienerik, dann nehmen sie einen Schwamm oder einen Sponge oder einen Sponge und specken das am Stock und leuten den Fall, das Wienerik tragen, specken den auf den Stock und halten am das im Müll. Und als Jesus den Wienerik gekriegt hat, sehr er, nu ist alles fertig gebracht. Dann büch er den Kopf rauf und greift sein Jes ab. So hier so, und dann wird sich, wo der Krieg uitgedreht werden. Hier so, als Jesus hier so hängt, das ist alles fertig. Er sagt, nu als er wisst, dass alles geworden wird. All die Prophezeiungen, die gegeben werden von Armen, was er soll beleben, was er soll sterben und alles. Nu sagt er, als er wisst, nu wird alles fertig. Und dann sieht er ihm am Darst, und dann schaut er, dass Wien Erik gekriegt, und dann sagt er, nu ist alles fertig. Vielleicht habe ich vielleicht einen Arten Ansatz, was der Gemeinde, wenn er sagt, nu ist alles fertig gebracht. Und ich mir denke, wieso, vielleicht, ja, das ist gestorben für uns, ja, vielleicht denke ich, so, ja, dann sind Blut als verguten für uns, und ja, wenn wir am Annehmen dann, ja, wie soll ich wollen, aber, dann da wird uns eine Dinge dabei, dass der Gelotter nicht wollen, eine Dinge, das ein Biete dann. Und wenn wir ein bisschen ansehen, haben wir glauben, okay, das ist fertig. Wir wollten dort sagen, das ist fertig. Aber wenn wir da irgendein Ding wollen, wir dann sagen, ja, ich weiß, das sagt das, aber, wenn wir da irgendwann hinterher dann ist mir das, wenn wir sagen, Gott, die hat nicht ganz weit genug geregt, du bist nicht ganz klug genug gewesen, dass du den einzigen Sinn geschickt hast, dann für mich sterben, dort, du hast es nicht ganz verbracht. Ja, Jesus sagt, nun ist alles fertig. Aber das fällt noch ein Ding, ich mache nur noch das dabei down. Wenn wir den Ansatz haben, dann ist es, wenn wir sagen zu Gott, ja, ich weiß, du bist allwissend, du bist der allmächtige Gott, ich weiß die Dinge, aber die liegt nicht ganz weit genug, dass du mir kannst raten, dass Jesus allein, ich mache danach mit was down. Das ist was wir dann sagen dann zu Gott, wenn wir glauben, dass den seine Krieg und sein Blut vergoten und gestorben abgestumpft, und dort nicht ganz genug ist. Und das wird hier der Galoter, was heute Hebräer deutlich zu merken. In Galoter 3, Vers 2 sagt er, das eine war ich doch von den Weiten. Habt ihr den Jesus gekriegt, durch dort ihr das Gesetz hielten, oder durch die Predigt von Glauben? So die Galoter, die wären nicht Juden, sie wären Weltmenschen sozusagen zu der Zeit, sie wären die Heiden, sie wären die Griechen, sie wären nicht Juden. Und sie wären zum Glauben gekommen, und wenn ich glaube,
Apostelgeschichte 9, wat ik niet neem zei. Ik geloof dat het over wo Paulus en Barnabas dan predigen zu den Juden und sie nehmen das nicht ab und dann sagen sie, okay, ich will jetzt nicht selbst nicht wird achten, weil wir nun nicht Juden gehen. Das dann, das kriegt auch passiert in Galater und es sei dort Hirten, dort Gott und auch wird haben, dort Frieden sei sich sei. So, da fängt die Geschichte bei Apostelgeschichte, ich glaube, Apostelgeschichte 9 fängt an. Und so ist es Hirten, dort Gott und auch, was in der Heim durchbieten will, sei Frieden sich sei. Und nun sagt Paulus, warum sei ihr so schwer nicht zu horchen über die Wahrheit? Wenn ihr, dann fragt ihr, hier, das eine Wahl hat er noch weiter von ihr. Was soll das kriegen, durch das Gesetz hören, oder dass die Glauben gepredigt wird. Und wenn wir dann denken, dann wo mit jeder ein von uns kann wir Lust sein, dass wir eine Antwort zu tun. Wer hat bei uns sich vordig gefällt, als wir nach Proben den Gott gefallen mit Dingen dann, wir uns bekehrt haben. Ich glaube, nicht ein von uns kann sein, wir fallen uns dann vordig an, okay, von der her könnt ihr nicht gute Dinge tun, nicht vielleicht mich vordig, nicht halt, fast Gott gedeint, korrekt, dass die Schrift sein. Ich glaube, jeder ein von uns, wenn wir honest sind mit uns selbst, sagen wir fallen da an Kart. Das ist eine Antwort, die glauben, oder die Jesu kann bloß beim Glauben von hören, was Gott getan hat. Wir können das nicht reden mit Proben, gute Dinge zu tun, das kann bloß durch den Glauben an Jesus. In Römer 3, Vers 20, 22 sagt er, willst du das Gesetz wagen, wird kein Mensch vor Gott gerecht worden. Willst du durch erst bloß zu sein, was Sinn ist? Gott hat uns gerecht gemacht durch den Glauben. Aber nur ist Gott seine Gerechtigkeit von Dach gekommen, ohne das Gesetz, wenn auch das Gesetz selbst die Propheten all davon reden deuten. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, daher all die geben, die an Christus oder an Jesus Christus glauben. Das gerecht sein, das wahre Geburt, alle Dinge, das kann sich nicht an die Gesetzen handeln, weil es dort bringt, als sag mal bloß bedeutet, wie kann sein, was Sinn ist. Wenn du alle Gesetzen, was du dann wählen, die werden keiner, was das nur kommen kann. Die sagen, das nicht einer Gott, das nicht einer gereichte von rein aller Karte an. Die Gesetze sind an sich gegeben, wie kann sein, wie sind selbst nicht Gott genug. Wie kann alle Dinge nur kommen, vielleicht alle Gesetze Gott können nur kommen. Und einmal sehen wir das Wort, wo wir, vielleicht nicht, teilweise nicht so wichtig ist, der nächste, aber wenn wir dann erst, bei den Leuten, was von den Leuten Tagen kommen, die nicht rein alle nur. Dort ist nochmal bloß zu wissen, wie sind die Menschen sind. Die Gesetze erst nicht gesagt, uns zu raten. Die Gesetze ist uns gegeben worden, oder erstmal gegeben worden, bloß zu wissen, was Sinn ist und wo wir gerade fallen, so dass wir kann sein, dass ich kann bloß nicht Jesus kommt durch den Glauben. Das hat in der 22. Vers in Römer 3 sieht. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit. Daher all die geben, die an Jesus Christus glauben. In Galater 3, Vers 3 sagt er, sind die so verdreht, und jetzt haben die angefangen, in der nu im Fleisch vorig zu merken? Ist das möglich, dass die so viel für nichts gelesen haben, dass wenn du wirklich nichts zu hängen ist? So, als sie erstlich sind zum Glauben gekommen, sind viele Dinge missleden dadurch. Und ich frage dich, was sie wirklich so verdreht sind, dass sie haben angefangen im Yes, und weil nu sagen, dort, wo Jesus sagt, nu ist dort vorig, sie haben im Yes angefangen, nu wollen sie das ewig eines selbst vorig zu merken im Fleisch. Mit ihre Dinge, mit ihren Gesetzen sagen, nicht zu fallen. Nu wollen sie doch Bild nach ganz vorig merken, als wenn er war sagen, dass Gott über sehr klug und sehr Wesen ist. Alles in deiner Hand, aber das eigentlich mal dabei tun will, und nu mal nach seinem Salz was zu tun. Du fragt Paulus, sind sie so verdreht, im Yes habe ich angefangen, im Yes angefangen, in dem Fleisch nicht sein vorig zu merken. Und fragt er nach, dass ist das möglich, dass ihr so viel für nichts gelesen habt? Und dann kann ich mir nicht sagen, noch uitdragen. Nee, da braucht viel mehr Schriftstärken, viel mehr, weil vielleicht reich sein uitdragen, aber die Glauben, unsere Säuligkeit, unsere Erfahrung kann bloß durch den Glauben an Jesus, und wenn du wieder das Yes an uns Leben, dann sag nicht mal, wie wird das Reich leben tun, das ist der Yes, was durch uns Leben tut. Wir können das nicht mehr im Fleisch fertig merken, wenn wir das nicht mehr möglich für uns zu tun. In Johannes 16,
Vers 17 durch 15. Hier sagt Jesus, aber ich sage jünt die Wahrheit. Für jünt ist doch gut, dass ich weggehe, wils, wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht nur jünt. Wenn ich übergehe, wo ich jünt den Schatten. Hier ist die Hauptsache für uns Leben, wo wir das vollbringen, wo wir Dinge tun, wo Gott was gefallen, wo wir Dinge tun, am Ehren. Es will auf uns den Tröster geschickt. Er sagt, wenn er nicht weichgehen wird, wenn er nicht aufsterben muss, wenn er nicht sein Leben handelt für uns, können die Tröster nicht mehr kommen, können er den nicht schicken. Wir will es heilig wieder tun, und du am Krieg, sie nicht rennen alles vor dich, sie nu was ich weichgehen, aber ich will den Tröster schicken. Da ich dem, was dann in ihr Leben, wenn ihr an mich glauben, dadurch kann ihr Gott gefallen. Und wenn die kommen wird er die Welt die aufmerken, über was Sinn ist, und über was Gerechtigkeit ist, und über was gerecht ist. Über was Sinn ist, dass sie nicht an mich glauben. Das ist der Sinn. Wer nicht an Jesus glauben, das ist Sinn. Das ist dann ein Down, wofür gesagt sind, nu kommt das, wofür die vielleicht hängen das. Alle Dinge, das ist dann gleich mal wichtig. Wenn du nicht an Jesus glauben, das ist Sinn, sagt er. Über was Gerechtigkeit ist, dass ich nach vorne gehe und je mich nicht mehr sein wollen. Über was gerecht ist, dass die, die über diese Welt gewollt haben, gerecht worden ist. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, heißt er nicht alles fertig, dann hat er gewonnen über den Feind. Die Sache wird frei, der ist gerecht worden. Diese Sache ist fertig. Wir geben den Feind viel zu viel Credit, wenn wir sagen, der Feind, der und dort und ja und oben. Der nach Rach oben auf der Welt. Aber der hat mir die Kraft, wo wir den Kraft luten tun. Wenn Jesus sagt, er hat das all fertig gemacht, er ist gerecht worden, er hat gewonnen, alles ist fertig, und der Tröster, der Helfer, was dann in uns leben wird, der hat all gewonnen. Der hat das all gewonnen. Wir brauchen nicht mehr überfährten, wir brauchen bloß im Glauben für Gott leben. Und der Feind, der still Rach oben, das ist alles so. Das ist der Videos, wo wir uns die Träder Ketten und Mavic, als wir gebetscht haben, wenn eine Schlange der im Kopf aufhaken, die Bari, die regelt nach lang. So der Feind, der prüft dort noch, der soll am Kopf gestoppt werden, der soll dort gerecht werden. Der sagt, er soll vorbei, aber der Bari, der kann auch regeln, dass wenn eine Schlange auf das gemerkt. So der soll dort und die in die Schlange, wenn sie da keinen Kopf aufgehakt, wenn sie da nicht haben begruft, und mit den Themen, was er hat, ich habe hier, was sie aus der bei einem Monat danach wird, wenn einer der am Kopf stoppen, wenn er wird baff sein, und die Themen am sein Fleisch für den durchspecken, dort kann ihm still dort merken. Bei einem Monat du wenn sie mit seiner Jaft geschlagen, wenn sie den Kopf aufgehakt, die sollen ihn actually begrufen, so die können was abstoppen. Wenn der kann ihm lang, Luther konnte ihm nach ein Teil Schuden und dann. Und jetzt sagt er mit der Feind, der ist all gewonnen, der ist all gerecht worden, der sagt, der ist all vorbei. Aber den seinen Einfluss, was er hat gehört auf dieser Welt, der kann ihm doch noch einmal bieten. Ich kann nicht viel zu sein, aber ich kann dort nun nicht verdrehen. Oder ich kann noch viel zu sein, aber ich kann es nun nicht verdrehen. Aber wenn der Jesus, der Wahrheit ist, kommen wird, der wird die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat. Und wird sagen, was noch kommen soll. Er wird mich verherrlichen. Er wird von mir nehmen und jünt dort sein und deutlich merken. Alles, was der Vater hat, als mein, du wehen sie reich. Er wird dort von mir nehmen und jünt dort sein. Und klarerweise, wie kann sein, es sind so viele falsche Lehren, die von der und auch alle wegen sagen, das. Und dann klarerweise, wenn er kann sagen, aus der falsche ist oder nicht. Jesus, was er hier beirrt, wird er bloß Gott verherrlichen. Alles, was er deut und was er sieht, wir rennen alles dem Gott, der ihr geben und dem Gott preisen. Er sagt, wenn der Helfer kommt, er wird Jesus verherrlichen. Wenn du irgendwer rumgehst und sagst, durch den Jesus hat ich die Kraft, kann ich das tun, sie ich stark, sie ich das und sie ich dort, und dann sind die nach 4 ich gesandt, dann kriegt Jesus gleich die ihr. Und nach zu viel Akte mag alle wen tun. Der sagt, der Jesus, der kann der Jesus verherrlichen.
in Römer 8, Vers 8 durch 11, sagt er, die nach im Fleisch sind, kennen Gott nicht gefallen. Aber je sind nicht im Fleisch. Das sind die, was dann Jesus hat euch genommen, was im Glauben sind. Er sagt, je sind nicht im Fleisch, je sind im Geist. Wenn Gott sein Geist wirklich in ihnen wohnt, oder wenn Gott sein Geist wirklich in ihnen wohnt, wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, der ist dann auch nicht einer von den Singen. Und wenn Christus in ihnen ist, und der Körper dann auch durch den Sinn tot ist, so lebt ihn Geist die Gerechtigkeit zu haben. Wegen Jesus als abgestimmt, er ist drin im Himmel gekommen, und sein Gerechtigkeit zu haben, lebe ich dann da. Aber wenn wem sein Geist in ihn wohnt, aber wenn den sein Geist in ihn wohnt, der Jesus von Tod abwirkt, dann wird der Christus Jesus von Tod abwirkt, jene stoffliche Körper auch Wahrheit im Leben bringen, durch sein Geist, der in ihn wohnt. Als wir leben oder sterben, das ist nicht von selbst. Als wir nur Gott kann kommen oder nicht, ist nicht durch uns selbst. Das ist durch, was Jesus von uns tut, wie kann im Leben kommen. Dieselbe Kraft, sagt er, was Jesus von den Tod abwehren tut, als dort in den Grab rückkommen tut, dieselbe Kraft ist dann in uns, was uns von Tod im Leben merken tut. Kriegt es der Jesus abwehren tut und den von Tod im Leben braucht. Wenn wir das kann anfangen zu begreifen, das kann verstehen, dann ist es viel deutlicher, was Paul hier sagt, dass, oh Gott, wo sie so wenig vernimmt, wo kann ich das nicht begreifen, dass es nicht aus Gesetzenfallen kommt. Das ist in Galater 3, Vers 5 sagen, dass der Jünd den Jes anregt und wahrer ein Wundermann wirkt, der dort durch das Gesetz halten oder durch die Predigt, die vom Glauben kommt. So ist dieselbe Frau in der 5. Vers, was Hans in der 2. Vers fragen tut. In der 2. Vers sagt er, das eine war like doch weiten von Jünd, haben die das gekriegt durch das Gesetz halten oder durch die Predigt. In der 5. Vers sagt er, der Wunder, was man gewirkt worden ist, dass durch das Gesetz halten wird oder durch die Predigt von Glauben. Er will doch hier frisch deutlich zu merken, die fangen an im Yes, die fangen an im Yes, wo dann waren die Wunder tun und alle Sachen waren tun und fragt er, passiert das die Gesetz nur fallen oder durch den Glauben? Er prüft in die Übung frisch zu merken, dass sie sollen kann verstehen, was der Krieg, das Wunder, was wirklich passiert ist. Und dort ist das durch die Kraft, was Jesus abwirken von dort, dass durch dieselbe Kraft, durch den Heiligen Geist, dass sie selbst vom Tod sind im Leben gekommen. Vielleicht eine Frau, wie jeder ein von uns auch kennenstellen, nicht? Sie wie, wo du gekommen, dass wir haben können Ansicht sein in der Schrift, dass wir kein Gerat sein, dass wir uns kein sicher sein in der Sache, dass Jesus uns gerat hat, dass den sein Blut alles bedeckt hat, dass wenn er hat gesagt hat, das ist nicht vorig, dass wir das begreifen können, er meint, dann sie wie geraten, dass wir dann ein von den Singen sind. Kommen dort durch, dass wir bei der Ansicht kommen dadurch, dass wir alle Gesetze nur fallen deuten, wo wir dachten, wo wir alle müssen dort gerecht werden. Oder kommen dadurch, dass wir hier ist eine Antwort, Gott hat das getan durch Jesus. Es wird der Ansicht kommen, dass dann Fall wir uns losgelassen in Frieden. So passiert es wenigstens für mich, dass wir nicht durch das ich genug Dinge haben können, dass wir durch, was Jesus tut für mich und dort allein, was mich frei merken, dass wir können so fallen, ich wir ein von Gott singen. Und wenn einer sich gefährden, so fallen, dass einer fort sehr kalt, aber einer kann sich in das Schlag, kann einer sich sicher sein. Da, was Jesus abwirkt von den Tod, hat uns auch von unseren Todlichen Stand abgewirkt, nicht am Leben. In Galater 3 war das erste Vers. Hier haben wir ein Bild, das uns hier so vermutet, das sagt, so wie es mit Abraham. Der glaubt Gott und da wird ihm aus Gerechtigkeit angerechnet. Als Abraham, die Geschichte von Abraham, die fängt an bei 1. Mose Kapitel 11, vielleicht half Tag, und ich gehe uns bei dem 25. Kapitel, vielleicht half Tag. Alle Kapitel, wo die sind,
als die ganze Geschichte von Abraham, von Anfang bis Ende, was beschrieben ist in der Welt. Und hier alle Wege können wir ein paar Dinge machen. Erstlich, der lebt in so einem Land, wo er sehr viel aufgetan werden und aufgetan dienst und so weiter. Und als Gott am Raupen deed, tragt er der Rüt. Hij wird gehorsam, hij glaubt Gott und folgt ihm nur. Und hier ist der Satz davor, sagt, der glaubt Gott und dann wird dort aus Gerechtigkeit angerechnet. Er wird nicht, dass er selbst besonders ein guter Mensch wird, du warst, aber er hat ein Verlangen, Gott zu folgen. Und er glaubt Gott, und weil er im Glauben wird ihm dort so angerechnet, als wenn er gerecht wird. Wird ihm die Gerechtigkeit angerechnet. Durant haben wir sein, Abraham seine Kinder wären die Glaubten. Sofern haben wir hier wenn wir lesen da in der Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Juden, die sagen, wir sind Abraham seine Kinder. Wir stammen von Abraham her. Und im Port davon ist es so, die Gruppe, die stammt von du her. Aber das sagt, der wird glauben, das sind Abraham seine Kinder. Sagt die Schrift, die sagt, darum verrät, dass Gott der Völker durch den Glauben gerecht merken wird. In Predigt du wir in Alte Abraham und sagt, durch die sollen alle Völker gesegnet werden. Und du wir kriegen die Glauben denselben Segen als Abraham, die Glauben hat. So Gott hat das als Abraham versprochen. Und ein wichtiges Ding, was wir hier noch denken, ist, als das passiert, das wird noch kein Gesetz. Das kann man lang lauter als Moses zu wird, dass er alles die Gesetze anführen werden. Die Gesetze hinter das Zeit, was Abraham hat rückgeraubt aus dem Land, wo er aufgehört hat, werden. Und die Gesetze werden hier noch nicht mehr, dass er kann ein paar Gesetze nur fallen und er kann sagen, ja, wenn das war dann war Gott gefallen an mir. Das sage ich, willst du glauben, das war dort angerechnet aus Gerechtigkeit. Und dann sagt er, du wirst kriegen, all das, was am nu kommt, mit den Glauben, wollen kriegen denselben Segen als Abraham, wen die Glauben haben. So die ganze Geschichte, wenn wir wollen sagen, was Abraham für ein Mensch wird, von 1. Mose 11, 25, du so in dort hat, redet von all den Dingen, was er belebt hat, von Anfang bis Ende, wie es beschrieben steht in der Welt. Und wir wollen da an, was Abraham für eine Person wird, der mir viele Fehler. Er wird nicht ein perfekt Mensch. Der kann nicht alles nur, was er haben soll. Du wirst in all Dinge, was er an Kart fallen deit. So, dann kannst du die Geschichte überlesen. Ich war nicht wegen Tietzhoven, wegen des mehrere Kapitels, wo er dann ein bisschen überkehren, wenn er will sagen, was er kriegt von einer Person wird. Aber für uns haben wir den Ansicht, wir wollen erst, weil wir gut sind, erst weil wir alles fertig haben in uns selbst, dann sind wir gut genug, um Jesus annehmen, und dann wollen wir euch sein wie Gott. Abraham hat nicht mal seine Dinge, dass er kann. Er glaubt, wird einfach bloß beim Glauben, wird dann dort angerechnet, als wenn er gerecht wird. Er kann nicht mal alles die Dinge nur kommen, und er kann Gott danach nicht mal bei Gott einmal schrauben, und er wird dann fortziehen, weil er wird so eine Person, die legieren will, Gott dein, er will den rechten Gott dein. Und Gott kann in sein Hart sein, dass sein Hart wird, für was er reich wird. Und er raubt ihm die Rüd. Und all das, was am nu kommen wollen, willst du glauben, wird er denselben Segen gegeben worden. So, wenn du glauben das, die, was den Segen angerechnet worden, dass du gerecht bist, wenn du euch bist. Jeder ein von uns kann selbst ans eine Leben verlängern, und wir können sagen, wie von Karten da steht, wo immer wie von Montag war der frisch bis Sonntag, wir können all Dinge vielleicht von uns selbst nur vertrauen, wo wir sind Kartbahn gefallen. Wir können nicht genug gute Dinge tun, wir können nicht genug Gesetze folgen, und wir können bitte kommen, aber weil wir Glauben haben und uns Hart ist für Gott und wir wollen am dein, dann wird uns das angerechnet, als wenn wir die Gerechtigkeit haben. In Jakobus Kapitel 2, Vers 21-23 sagt er, wird uns Vater Abraham nicht durch seine Worte gerecht gesprochen, als er seinen Sohn Isaac ab den Altar abfahrt? So hier ist es zu sagen, Abraham, der glaubt Gott, er wird gehorsam, er darf Gott Frauen zu tun. Er ging, aber er seinen einen Sehen, seinen einzigen Sehen ab den Altar leihen, er will ihn abfreien. Sein Glauben wird so stark an, dass er sagt, wenn ich das auch da, Gott kann ihn frisch abwerten. Er wird bereit, Gott ganz nur zu folgen, was Gott von ihm verlangt hat, und das hat nichts zu tun mit Gesetzen.
der 22. Vers sagt, je zijn dat zijn Glauben mitwirkt mit dort, was er deed. So, sein Glauben wird nicht bloß, er sagt, ich glaube, nu sehe ich dann gerecht. Was er nur dem deed, dat wird der Beweis, was er für Glauben hat. Er deed, was Gott von ihm verlangt deed, will er den Glauben hat. Nicht, er hat den Glauben, will er deed, was Gott verlangt deed. Will er glauben deed, seine Wirken, was er schaffen deed, nur dem, dort Beweis, was er für Glauben hat. Und so war das so, als der Schrift sagt. Abraham glaubt Gott. Und dort wird ihm als Gerechtigkeit anerkannt oder angerechnet. Und er wird Gott sein Freund genannt. Sie das ist ein wichtiger Punkt. Abraham wird nicht eine perfekte Person. Er fällt kalt. Wir können das eben lesen, wenn wir waren in der Kapitel. Er wird nicht ein perfekter Mensch. Aber weil er glauben hat, dass was Gott von ihm will, wird Gott sein Freund genannt. Und er wird nicht, wenn er gesagt hat, fallen. Dann haben wir den Ansatz gehört, dass wir wollen nicht Dinge tun, wir wollen aus Gott angesehen werden, aber Abraham hat nichts damit zu tun. Weil er glaubt, wird ihm dort angerechnet als Gerechtigkeit und er wird mal Gott sein Freund genannt. In Jesaja 41, Vers 8, 18, sagt er, aber du, Israel, mein Knecht, und du, Jakob, dem ich mich wählt, und da du von meinem Freund Abraham stammst, so dass denn sie nu kommen, sein Freund Abraham, der von du stammt, der sagt, die habe ich von weit ab ihr gebracht und von der weitste Arten geraubt, und ich sagte dir, mein Knecht, ich habe mir die gewählt, und ich war die nicht verschmieden. Ängst die nicht, weil ich sie mit dir, fürcht die nicht, weil ich sie dien Gott. Ich war die Starkmerken und die Halpen. Und mit meiner Gerechtigkeit, mit meiner gerechten, rechten Hand, war ich die Helden und bewahren. Er deed hier nicht. Das sind dann all Abraham seine Nachkommen, sagt Jakob, dem er sich gewählt hat, weil er von seinem Freund Abraham stammt. Ich lese, dass Abraham Nachkommen wurden, durch den Glauben wurden sie auch denselben Segen kriegen. Und hier sagt er zu Jakob, er hat sich den gewählt, wenn er von seinem Freund Abraham stammt. Und der 10. Vers sagt, Angst die nicht, weil ich sie mit dir. Fürcht die nicht, weil ich sie dien Gott. Ich war die Starkmerken und die Halpen. Mit meiner gerechten Hand war ich die Helden in bewahren. Wir können nicht uit uns selbst, das sind nicht uns selbst bewahren. Wir sind in uns Fleisch, sind wir doch schwach. Aber Gott sagt, Angst die nicht, ich sie mit dir. Fürcht die nicht, ich sie dien Gott. Mit seiner gerechten Hand wird er uns abholen und uns bewahren, wie wir uns sicher bleiben. Das hat nicht zu tun mit mir und die, dass wir uns von selbst sicher halten und selbst bewahren. Gott sagt, das wird er tun für uns. Hier kann wir nicht mehr schaffen, kann ich noch Dinge tun, dass wir können sagen, nur was Gott gefallen hat, nur was er mir halten, nur was er mir bewahren. Das er will, wenn wir am Glauben sind, dann sehen wir Abraham sehen, nur kommen, dann stammen wir von seinem Freund Abraham und er sagt, alle, was am Waren herankommen, wird er denselben Segen geben, das was der Abraham tut. Doch Gott selbst uns mit seiner gerechten Hand wird helfen und bewahren. Hebräer 11, das ist der Glaubenskapitel genannt. Nicht? Es ist so viel durch den Glauben, redet hier von allen Menschen. Aber die ersten 2 Verse sagt Hebräer 11, der Glauben ist die Gewissheit, dass wir das kriegen wollen, ab was wir hoffen. Und es ist nicht ein Nicht-Zweifeln an dort, wo wir nicht sein. Das ist die Sicherheit, der Glauben ist die Gewissheit, dass wir das kriegen wollen, ab was wir hoffen. Und der Nicht-Zweifeln meint, das ist die Sicherheit an dort, wo wir nicht sein. Wie kann es hier sicher sein? Er sagt, das Hoffen, was er hiervon reden wird, ist nicht so, wenn wir sagen, ich hoffe, das wird von der Gott wahr sein. Das Hoffen ist, ab Gott, er sagt, das ist, der Glauben ist die Gewissheit, dass wir das kriegen wollen, ab was wir hoffen. Wenn wir hoffen, dass was Gott gesagt hat, durch den Glauben können wir geraten werden. Durch dort allein, wir hoffen, dass das ist wirklich wahr. Gott hat gesagt, das ist unsere Hoffnung, ist nicht dieselbe unsere Hoffnung, als wenn wir hoffen, dass wir Gott wahr geben.
weil wir hoffen, dass Gott hat alles fertig gemerkt und wir verloren uns die ganze Zeit. Das ist, der Glauben ist die Sicherheit, die Gewissheit, dass wir dort kriegen wollen, wo uns versprochen ist. Durch diesen Glauben haben die Verführer ein Gotteszeugnis von Gott gekriegt. Durch den Glauben, und dann geht er wieder in das erste Vers, Hebräer 11, sagt er, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn du Gott kommen will, mag glauben, dass er ist, und dass er dich belohnt, dich am ernstlich segnen. Ohne Glauben kann wir nicht irgendwas tun, was Gott gefallen hat. Das, wenn wir in Unglauben sind, wenn wir noch nicht an Jesus glauben, dort allein ist als Sinn, dann kannst du nicht tun, was Gott gefallen hat. Das ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn du Gott kommen will, muss glauben. Dass er ist und dass er dich belohnt, dich am ernstlich segnen. Hier, das Glauben ist gerade, als wenn wir glauben, ja, ich weiß, dass das vielleicht so, aber wenn wir danach sagen, nun muss ich dit und dort alles probieren, nur zu kommen, dann haben wir nach Gott im festen Glauben. Das Glauben, der sagt, du hast die Sicherheit, die Gewissheit, er wird die belohnen, weil er hat das versprochen. Nur alle, was nur über Abraham kommen würden, wenn die ihm glauben würden, die kriegen denselben sehen, und zwar das ungerechnet, als wenn wir gerecht sind, wann wir nicht sind. Aber weil wir glauben und wir am ehrlich sehen, dann merkt er uns zu somewhat, was wir nicht mehr sind. Wir selbst können nicht gerecht sein, wir selbst können uns nicht raten, wir selbst können nicht tun. Er merkt uns, als wenn wir wird aus Schnee sein, wenn wir blau-rot sind gewesen. Die kommt nicht durch uns selbst, die kommt so, was Gott uns geben hat, und so, was am ernstlich segnen dann. Wenn wir hier verlinken, dann dieses Kapitel, wir wollen nicht ganz lesen, Hebräer 11, aber das ist die Glaubenskapitel, er sagt, durch den Glauben Abel, der wird der Adam einfach sehen, wie wird der dort gemerkt wird, der Abfrender so, er sagt, durch den Glauben Abel, durch den Glauben Henoch, durch den Glauben Noah, durch den Glauben Abraham, durch den Glauben Sarah, durch den Glauben Jakob, durch den Glauben Josef, durch den Glauben Moses, durch den Glauben Gideon und Barak und Samson und Jephthah und David und Samuel und die Propheten. Das ist an alle Apart benummen gesagt in das Kapitel, alle wegen durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. All das, was hier abreden, nicht ein von dieser Person wie perfekt. Nicht ein von dieser Person, die hat, was betert, was wir sagen, als wir in haben oder kann haben. Sie werden alle durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Wenn du durch den Glauben Gott ernstlich segnen das, wenn du warst durch den Glauben nur Gott, dann bist du mit diesem auch angeteilt. Durch den Glauben kannst du nur Gott kommen. Und das ist, was Paulus hier zu der Glotte will sagen sein. Durch den Glauben, was ist da passiert? Als jede Gesetzen harchen deinen, als jede zum Glauben kommen deinen. Wir haben noch einmal diese Verse in Galater Kapitel 3 überlesen. Das wird Vers 1 durch 9 in Galater 3. Der bringt diese Verse ein klein bisschen da, vielleicht nur an uns, wenn wir all diese Unterschriften haben, beigenommen, ein bisschen das Bild vielleicht ein bisschen klarer machen, dann sage ich, oh Galater, wo hat ihr so wenig Vernunft? Wer hat ihnen besagt, dass ihr nicht nur die Wahrheit horchen? Und dass Jesus Christus verjemult worden, dass ihr arm schier am Krieg sein können. Das eine will ich doch von ihnen weiten. Habt ihr den Jesus gekriegt, dadurch, dass ihr das Gesetz hielten, oder durch die Predigt von Glauben? Sind ihr so verdreht, im Geist haben ihr angefangen, in der neuen Fleisch fertig zu merken? Ist das möglich, dass ihr so viel für nichts gelitten habt, dass wenn der wirklich nichts dahinter ist? Der von jünt, der jünt den Geist anregt, ein Wunder macht wirkt, der durch das Gesetz hauen, oder durch die Predigt von den Glauben, oder durch den Predigt von den Glauben kommt. So wie es mit Abraham, der glaubt Gott, und da war dann euer aus Gerechtigkeit. Dann können wir sagen, Abraham seine Kinder wären die glauben. Die Schrift sagt, dass all im Verrüht, dass Gott die Völker durch den Glauben gerecht
gerecht merken wird, und predigt du wen all zu Abraham und seht, durch die sollen alle Völker gesehen werden. Und du wen krieg, die du glauben, denselben sehen als Abraham, die du glauben hat. Das ist ein wichtiger Punkt in das Briefbereich, dass kriege das durch den Glauben und kriege das durch das Gesetz. Das sind Fragen, wo wir uns vielleicht selbst so stellen wollen. Wie kann sein, dass alles, was der Schrift immer nur handlieden wird, als rein immer Glauben an Gott. Bei Gott ist das mehr wird, wenn wir an ihm glauben, als wenn wir an alle Sorten abfragen haben, das Gesetz holen und so weiter. Der Glauben ist beim viel mehr wird, wenn wir ans Hand geben und am Glauben willst, ich habe alles vor dich gemerkt, dass Jesus hier am Kreuz. Nur ist rein alles vor dich. Und wenn er sagt, rein alles ist vor dich, dann sagt er nicht mehr, aber du sollst das und dort noch nur her sein, zu tun, um das vor dich zu merken. Wenn Jesus selbst sagt, nur ist alles vor dich, weil wir dort glauben, in deinem Leben, das heuhaft, das alle tun für uns und das alle vor dich gemerkt. Wir werden zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen verdienen, heilig angesagt von der Smart, wir wollen dir danken, Herr, für wer du bist. Wir wollen dir danken, Herr, dass du der allmächtige Gott bist, dass du der Gott bist, wir in deiner Weisheit, den einzigen Sehen schenken, dass wir heute können, dass sie kommen, alles vor dich merken, Franz, dass wir als schwache, fehlerhafte Menschen, wir ein wenig können die kommen, durch uns eine Weg, dass du den Weg hast vor dich gemerkt, für uns, durch den Sehen, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du hast das vor dich gemerkt, und auch, dass du uns hast, den Tröster geschickt, dass du siehst. Dass du uns konnte üben und merken, dass uns konnte Dinge alle klar merken, was du von uns verlangen lässt, dass wir die kann dein, nicht durch das Gesetz, aber durch den Glauben und was du getan hast für uns. Ich frage, Herr, dass du wirst in jedem ein, wenn du noch fehlt, die Übung aufzutun, die entwirst den Heiligen Geist schenken, dass sie wollen kann, der Wahrheit sein und was du gerade hast getan für uns und wo wir sind, wo wir vollkommen sind, dass nicht durch Gesetz und Fallen kommt, aber das Leben kann bloß durch den Sehen Jesus Christus, was sein Blut für uns vergoten hat und auch den Tröster geschenkt hat für uns. Wir danken dir, Herr, dass du mit deiner gerechten Hand uns holen lässt und bewahren. Dass wir können sicher sein in der Sache, dass du bist für uns, dass du uns so viel Liebe hast, dass du den einzigen Sehen schenken lässt. Dass all die, die am Glauben, dass wir rein alle kann, seilig werden, du dadurch, und den Glauben an Jesus. Wir danken dir dafür. Durch Jesus in Namen. Amen.